China hat die diplomatischen Pässe des litauischen Personals der Botschaft annulliert und weist die Vorwürfe von sich zurück, sich nicht an die Vereinbarung von Wien gehalten zu haben. Der Konflikt zwischen China und Litauen brach aus, nachdem Litauen eine Botschaft in Taiwan eröffnete. Die Niederlande haben sich am frühen Sonntagmorgen blitzartig in einen Weihnachtslockdown gestürzt, nur wenige Stunden nachdem Premier Mark Rutte die Notmaßnahme verkündet hatte. Der Shutdown soll bis zum 14. Januar andauern. In Malaysia sind wegen Überschwemmung nach Angaben staatlicher Medien mehr als 30.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die seit Freitag andauernden Monsunregenfälle ließen in mehreren Regionen im Zentrum und Nordosten des Landes die Flüsse über die Ufer treten. In einem Brief an Premierminister Johnson hat David Frost seine Enttäuschung vor allem über die Corona- und Klimapolitik der britischen Regierung geäußert. Deshalb verlasse er jetzt das Kabinett. Das armenische Parlament hat Ruben Rubinyan zum Sonderbeauftragten für die Normalisierung mit der Türkei ernannt. Serdar Kılıç wurde vom türkischen Außenministerium zum Sonderbeauftragten für Armenien ernannt. Bei den Feierlichkeiten des Arab Cup sind 2 Menschen gestorben und 40.000 wurden verletzt. Algerien gewann diesen Cup in Katar. Die internationale Gemeinschaft ist bei einer Konferenz zur Ächtung autonomer Waffensysteme, sogenannter Killerroboter, am Widerstand Russlands, der USA und anderer Länder gescheitert.